Between Shade and Darkness ass eng Ausstellung vom Resistenzmusee, bei der et dem Schicksalsfeer vun der Juden aus Lützebusch tuch 1940 a 45 geht. Mir waren bis lacht a Grote vum Frank Schräder e pu froe beantwort. Between Shade and Darkness, so heescht Wanderausstellung vom Resistenzmusee. Nachdem se last Jahr am Sommer zu Berlin war, ass der Lofi die echte Keierhai am Land an der Uni ze gesinn. Den Direktor vom Resistenzmusee erklärt euch die wichtigsten Punkte vun der Ausstellung. Die Ausstellung probiert die komplex Geschichten, die die Leute von der jüdischen Communität am Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg halt zu Lützeburg passiert sind, aufzuzählen. Also die verschiedenen Wege, die verschiedenen Schicksale, die ich kann haben, die kommen raus, die anderen, die kommen nicht raus, die gehen nach Frankreich verhaftet, andere bringen fertig über Portugal in Amerika auszuwandern. Nach anderen verstoppen sich auf Frankreich, gehen da an den Maki oder an die Resistenz. Es gibt extrem viel Wehe, extrem viel Schicksale, Einzelschicksale, Schicksale von Familien, die in dem Moment möglich waren. Und wir probieren das zu weisen und auf der anderen Seite aber auch zu erklären, wie die Nationalsozialisten auch zu Lützeburg den Holocaust, die Ermordung von den jüdischen Mitbürgern eigentlich vorgetrieben haben, wen die Akteure sind, wen dafür responsabel ist. Aber was für eine Auswirkung das schlussendlich hat. Wir haben Frank Schröder auch gefragt, auf welche Publikum sich die Ausstellung dann eigentlich bezieht. Ich denke schon, dass auch ein junges Publikum, wobei das nicht unbedingt Kanner sind, weil ich meine, das Thema ist für Kanner aber ein bisschen schwierig, aber für diese Schüler ist das durchaus zu machen. Noch die Wanderversion, die doch noch immer gibt, Prolappen, die aus ganz vielen Schulen gewiesen gehen. Und auch zum Teil sogar mit einem Zyklus 4.2 aus dem Fundamental kann in die Sujets umgehen. Am besten dann natürlich mathematischen Erklärungen dabei. Durch die aktuelle Situation ist auch an der Uni nicht viel, wodurch die Ausstellung man besicht ist. Mit Frank Schröder hat eine Vorstellung, wie es weitergehen kann. Die Etappen werden erst am Ausland sein wie zu Lützeburg. Ich denke, dass wir probieren werden, die auf verschiedene Plätze zu weisen. Wir haben noch Kontakt im Moment an Deutschland, an Griechenland, an Polen, wo wir probieren, die Ausstellung hinzukriegen. Sie geht an einem Jahr geht sie auf Sachsenhausen an die Gedenkstätte. Da wird sie da 6 Monate gewesen. Für den Rest muss man gucken, wie es weitergeht.